Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Wir kümmern uns dann direkt weiter hier um die Verschwundene. Corporal St. John, mache Meldung, Sir. Ich bin am Standort und das Camp scheint leer zu sein. Sergeant Forsters Leben liegt in Ihren Händen, Corporal. Enttäuschen Sie mich nicht. Nope, Sir. Ich finde sie. Okay, das klingt mir aber nicht sehr verlasser. Machen wir mal unser Schalldämpfer dran. Und snipern mal erst. Ich glaube nämlich eher, das sind auf jeden Fall ein paar Typer. Rückzug! An alle! Rückzug! Aha. Okay. Okay. Ich zieh mich zurück! Ja, da kommen wir leider nicht durch. Da müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Utsch. Ja, stell das mal vor, der Kerl kann Lava. Okay, ich wüsste jetzt ganz gern, wie ich da reinkomme. Hey, Drifter, komm schon raus! Niemals! Wir wissen, dass du da bist. Kann man so einen Hinterarschleicher? Sind wir nett zu dir? Ja, ich glaub mal, dass die nett zu mir sind. Ist da was? Wenn ich die mal sehen könnte. Ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt reinkommen soll. Ah, hier. Das hier ist es, das muss es sein. Überlebe und rette. Melinda Foster. Oh, der steckt wohl im Gebäude drin. Ich will doch nur reden, als ob. Alter, was für Dreckshütte. Was für Behausungen, die hier leben. Jetzt hab ich dich. Ja, hörst mich? Ich hab dich gerade nicht. Okay. Keine Ahnung, wo die sind. Ah. Hallo, mein Freund. Und weg. Ah. Und ade, mein Freund. Und immer kräftig sammle, was die bei sich hin. Oh, ein Traktor. Dankeschön. Schade, der hat hätte noch einen Molotow dabei gehabt. Schießpulver. Tja, wo sind sie dann, meine Freunde? Ah ja, da drüber sind sie. Okay, hier ist noch irgendeine Beere, die ich abmache. Ah, Motor. Ach, du wär's auch gegangen. Interessant. Ha. Okay, eigentlich wollte ich nur die Beere abernten, aber okay. Achtung. Waren das alle? Sieht so aus, ein ganz normaler Arbeitstag. Tja. Sieht wohl so aus, ja. Der hätte auch noch einen Molotow dabei gehabt. Okay, dann steht da noch ein einzelner Typ rum. Ja, aber bevor wir uns um den kümmern, fahren wir hier noch ab, was geht. Zwar ein Bäcker und Kerosin. Hervorragend. Achtung. Steht jetzt noch so ein Kumpel drin. Deswegen. Alles klar. Ah. Halt die Gosch. Misttyp. Wie geht's Ihnen, Sarge? Hatten Sie einen schönen Tag? Scheiße, Corporal. Danke. Ein super Tag. Echt toll. Soll ich Sie zurückfahren? Steht da draußen ein Milizbike? Oder haben die es ausgeschlachtet? Nein, es ist noch da. Okay, dann komme ich klar. St. John, richtig? Danke. Ich schaffe es allein zurück. Okay. Noch am Leben zu 29%, 800 Vertrauen Wizard Island, Schutz für die Schwachen zu 80%. Sehr schön, der Rest ist dann unser Plündergut. Ja, Schrott ist nie verkehrt.
Hier liegt auch noch ein Nachel und Animus-Schrott rum. Perfekt. Schön die Sache. Okay. Dann können wir ja hier wieder weg. Können hier durch. Oh. Mittagesser. Jo, Mittagesser. So. Das nutzen wir natürlich. Und gibt wieder was Gutes zu essen heute Nacht. Und zwar gibt's 3 Hirschfleisch, leider nur. Okay, da ist noch ein Polizeiwache. Dann schlachten wir auch noch aus. Aber sowas von 100%. So. Dann ist da nämlich noch schön die Munition drin. Silberpräzisionsmuni und Silbermaschine-Pistole-Muni. Okay. Sehr schön. Na dann, nichts wie weg. Und wir haben derzeit nichts anderes mehr, ne? Dann fahren wir einfach nur Wizard Island wieder. Ist ja nicht so weit. Und bevor wir da wieder zum Nordtor fahren, das frisst wieder noch Benzin ohne Ende. Fahren wir lieber so. Hoppala. Aber landschaftlich ist es einfach nur ultra geil. So, hoppla. Gruß ans Getriebe. Und die Karosserie. Autsch. So. Hufmacher. Merci. Ja, 1000 Vertrauen gibt es auch nochmal. Jetzt urplötzlich, für was auch immer. Und fahren wir mal hier zur Insel. Und vielleicht spricht er ja dann mit Garrett über Funk nochmal. Das ist ja eigentlich das, worauf ich dann eher hoffe. Warum strengst du dich nicht an? Warum bist du noch in meinem Hindernisparcours? Jawohl, Sergeant. Warum schlägst du dich selbst? Warum schlägst du dich selbst? 1, 2. Alter, immer wieder bezaubernd, da vorbeizufahren. Okay. Jawohl, wieder jemand, der mit Hechtsprung weggeht, statt einfach zur Seite zu treten. Das ist so übertrieben. Okay. So. Okay, ich glaube, wir sind hier ein bisschen falsch. Jetzt sind wir nämlich hier bei der Krankenstation. Naja. Okay, so kommt man natürlich auch hier. Aber ich möchte noch zum Mechaniker. Da ein bisschen nachtanken. Und vielleicht noch reparieren nach dem lustigen Sturz. Hey, Dick. Der kriegt's nie hier. Entweder Deke oder Corporal. Ach Gott, der Typ. Corporal, wir sehen uns, Mann. Jawohl, Mann. Okay, dann sprechen wir nochmal mit dem Colonel. Vielleicht können wir die Quest ja abgeben. Nee, wir können auch nicht einfach so mit ihm sprechen. Ja gut, dann müssen wir halt wieder warten, ne? Jo, wir haben jetzt sowieso keine andere Quest mehr am Laufen. Das heißt, wieder dumm rumstehe und warte, bis wieder irgendwas zu tun gibt. Oh, ich hasse das. Also wie gesagt, das ist ein großes Manko an dem Spiel, finde ich. Dass hier immer nur alles über Funk geht und sich teilweise überlagert und unterbricht. Also das finde ich wirklich nicht so schön. Dann fahren wir jetzt halt noch Wizard, noch Diamond Lake mit dem Bike. Und schauen mal. Dann mache ich jetzt extra keine Schnellreise. Einfach nur, dass auf der Fahrt vielleicht ein Funkkontakt wieder entsteht und die nächste Quest kommt. So. Hörst du mich? Ja, genau Deacon das. Sarah hier, ich muss mit dir reden. Ja, hey, ich höre dich. Du klingst euphorisch. Tja, ich hatte einen Durchbruch. Hör zu, Ah, ich brauchte das ist nur jetzt diesen wieder. DNA-Sequencer. Ich kann's jetzt testen, Deacon. Ich kann jetzt mein Serum testen. Oh, okay, und was kann ich für dich tun? Das sag ich dir, wenn du hier bist. Sarah, Ende. Okay, neue Mission freigeschaltet. Das könnte es sein. Ausgezeichnet. Dann weg, Dode mit und her, Dode mit. Sicht, das ist das, was ich gemeint habe. Erst wenn wieder mit dem Bike rumgurkscht, kommt dann irgendwann wieder... Curry und St. John, kommen. Ich habe noch einen Job Curry. für Sie. Kommen Sie zum Diamond Lake Außenposten.
Jo, jetzt fliegen die Verstanden, Jobs Captain. wieder. St. John Ende. Jo, dann fliegen die Jobs zum Diamond Lake, hat er gesagt, aber es wird mir derzeit nicht eingeblendet. Okay, dann ab zu Sarah. So. Genau, Sarah ist da hinne. Moment, neuer Job freigeschaltet. Ein Plündercampjäger. Ups. Sau, brennst du? Aber das ist hinne dran. Gut. Warte, Moment mal. Du willst einen lebend? Es ist schwierig, Tests mit Toten zu machen. Hier, Was ist das? ein spezieller Tranquilizer. Damit kannst du ihn lang genug ruhig stellen, um ihn herzubringen. Ich bin dicht dran, Deacon. Das könnte es sein. Ja, Ma'am. Du lacht sie. Okay, das wird jetzt lustig. Ein Freaker Lebendfanger. Schauen wir mal, was da kommt. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall die Plündercamp-Mission. Weil Sidequests sind bei mir immer der Vorrang. Deacon, kommen. Hey, ich Oder will muss hier ich gerade das einen jetzt- Krabbler suchen. Super, okay. Ich brauche einen ganz speziellen, ja? Hey, warte, Moment mal. Einen speziellen Krabbler? Südlich von hier, am South Rim Drive, steht eine alte Ferienhütte. Jetzt lebt eine ganze Kolonie infizierter Kinder. Krabbler. Okay. Okay, meld dich, wenn du da bist, Sarah Ende. Okay. Oh, ich verstehe, das ist das. Okay, ja, gut, Krabbler. das können wir noch machen. Oh mein Gott, das muss ich sehen. Ja, du sind wir sogar schon vorbeigefahren, Deke, das kennst du. St. John, Bericht. Hey, Captain. Ich erledige was für Lieutenant Whittaker. Ich bin beschäftigt. Verstanden. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind. Wir wollen Weavers Waffe testen. Curry Ende. Geil. Oh, scheiße. Tja, so viel dazu, dass Sarah noch vor Weaver fertig wird. Ja. Okay, ja, natürlich unterstützen wir Sarah, weil ich will auf jeden Fall die Napalm-Waffe haben, so ist es nicht. Und ja, wie ihr seht, ist derzeit jeder andere Auftrag ausgeschaltet. Das heißt, ich muss Sarahs Zeug machen. Das hat jetzt derzeit Priorität. Und ja, das Sarah, ist das ich bin Farmhaus, da. das kennen wir. Okay, such nach einem Mädchen mit einem roten Shirt. Eins dieser Kinderoberteile mit einem Kätzchen oder sowas. Ich bin überrascht, dass der Colonel diesen Ort noch nicht abgefackelt hat. Ich hab's zum Sperrgebiet erklärt. Ich entnehme den Jüngsten dort drin schon seit Monaten Blutproben. Die brauche ich für das Serum. Okay. Okay. Wie soll ich den Krabbler rausholen, ohne die anderen zu töten? Ich weiß es nicht. Tu einfach, was du tun musst, okay? Ich brauche das Mädchen mit dem roten Shirt. Ja gut, die attackieren mich natürlich, die Krabbler, ne? Die andere. Ja gut, die andere, die kann ich jetzt eliminieren, ne? Wow. So. Gut, die können wir eigentlich ziemlich fix ausschalten. Ui. Oh, eigentlich wäre es ja sogar witzig, wenn es jetzt so traurig wäre, dass das infizierte Kinder sind. Das ist eigentlich Schlimmste an der Geschichte. Da hinten ist noch einer. Das gibt halt wieder Krabbler-Ohren. Schä ist anders, definitiv. Schä ist anders. Ich habe keinen Bock drauf, Kinder abzuschlachten. Selbst wenn es infizierte Kinder sind. Das macht keinen Spaß. Das ist alles andere als schä. Das ist sogar ziemlich ekelerregend, um ehrlich zu sein. Ich finde Krabbler ja so schon scheiß gruselig. Dadurch, dass die halt Kinder sind, dann die Geräusche, die die machen. Auf der anderen Seite habe ich auch unglaubliches Mitleid mit den infizierten Kindern. Okay, mein Zielobjekt ist hier.
Ja. Das ist er. Wow! Wow, 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 wow. Hab ich dich, kleiner Scheiße. Oh, Scheiße. Die andere müssen leider eliminiert werden. Ja, die werden wohl nicht einfach so mit leben können, dass ich ihr Kameradin nur mitnehme, ne? Für Krabbler, Gegner in der Nähe bleiben, okay. Okay, das heißt, die andere Krabbler müssen auch noch eliminiert werden. Ja, hier aber. Ja, das sind mehr als genug draußen noch, ne? Okay. Ach, ist das schön. Das ist wirklich sehr unangenehm, die Quest gerade. Und sehr unbehaglich, das Ganze. Puh. Jetzt sind Schreier plötzlich infizierte Krähe und Rabe mehr. Irgendwie können sie wohl in dem Spiel nicht trennen zwischen Krähe und Rabe. Können sich nicht entscheiden, was jetzt Schreier eigentlich sind. Aber ich glaube, das geht jetzt mit einer Filmsequenz noch. Wizard Island, wenn das Ganze jetzt wieder so lang dauert. Du wolltest ihn lebend? Du kriegst ihn lebend. Ach. Na gut, dann bringen wir sie halt zu Sarah. Mal gucken, ob das jetzt auch in einer Filmsequenz passiert oder ob wir das spielen müssen. Ich glaube hier eher, dass in einer Filmsequenz zu Sarah gebracht wird. Es hat in die Plan was ganz Fieses, dass ich das selber spiele und von zig Freaker dann attackiert werde, weil ich einen Krabbler dabei habe. Weil vielleicht ein paar Freaker doch noch sowas wie elterliche Gefühle oder sowas haben. Wisst der Teufel was. Erstaunlich ist aber, dass dieses Farmhaus dort sich immer wieder neu mit Krabbler füllt. Egal wie häufig du vorbeifahre, es kommen immer wieder neue Krabbler dort. Die siedeln sich da immer wieder an. Und ja, es geht in einer Sequenz, Gott sei Dank. Ah, verdammte Scheiße. Hey, Captain. Stinkt wohl wie Sau, Er hat ne? mein Bike vollgepisst. Kann. Erlaubt keine Haustiere auf der Insel. Der Lieutenant braucht eine lebende Testperson. Sie scheinen sich ja gut zu verstehen. Sie und Lieutenant Whittaker. Ich mach nur meinen Job, Sir. Bleiben Sie professionell. Der Colonel will keine Verbrüderung zwischen Soldaten und Offizieren. Gott. Das geht natürlich nicht, Sir. Ja. Weitermachen. Ja, Sir. Was ist saudumme Aussage. Der Colonel will keine Verbrüderung zwischen Offizieren und Soldaten. Was ist denn das für ein Scheiß, bitte? Was ein Hornochs. Der hat eine kapiert, dass es Postapokalypse ist, ne? Und dass jedes Leben kostbar wäre, was Mann und Frau bringen können. Deck. Ja, ihre Körper sind total durcheinander. Was soll ich da bitte tun? Ich krieg die Dosierung nicht hin. Hier, warte, halt mal. Ich gearbeitet. Halt fest, nur ein paar Sekunden. Oh, Scheiße. Tot. Scheiße. Ach du Scheiße. Das war wohl doch kein Heilmittel. Scheiße. Was immer du ihm gegeben hast, er war schnell hinüber. Warte. Du machst gar keine Biowaffe. Oh mein Gott, du versuchst sie zu heilen? Jupp. Das war ja klar. Ich dachte, sobald ich die ursprüngliche Zelllinie aus Cloverdale habe, könnte ich Antikörper aus dem Virus herstellen und es rekonstruieren. Scheiße.
Und die ganze Arbeit, alles, was ich gemacht habe, war umsonst. Ich kann sie nicht retten. Nichts kann ihren Zustand rückgängig machen. Dann steh auf, reiß dich zusammen, mach weiter. Ja. Hast du nicht gesehen, was passiert ist? Jede Zelle in diesem Mädchen ist explodiert. Und deshalb musst du weitermachen, weil es für dich ein Mädchen ist. Hast du eine Ahnung, wie viele von denen ich getötet habe? Und was mir nicht ein einziges Mal in den Sinn gekommen ist, dass sie einmal Kinder waren. Ich habe Mir einmal ein schon. Mädchen getroffen, die genau wie du über die Freaker geredet hat. Sie nannte sie Kranke. Ich hielt das für verrückt, aber sie sah das genauso wie du. Nein, nein. Ich glaube, dass du hier der einzige normale Mensch bist. Ja. Weißt du, ich erinnere mich noch, wie ich dich verlor, aber so begreife ich, dass es nicht die Nacht war, in der ich dich beim Heli ließ. Es war die nächste Nacht. Ich fuhr mit Boozer zu diesem Flüchtlingscamp, wo du eigentlich warten solltest, weißt du noch? Aber da waren Freaker, überall. Die Helis brannten, die Menschen schrien, so viele Menschen. Also kämpften wir. Und wir siegten. Und was kriegten wir? Leichen. Überall Leichen. Ich sah mir jede Leiche an, jedes Gesicht. Es müssen Tausende gewesen sein, eher mehr. Und ich sah sie mir alle an. In der Nacht habe ich dich verloren. Und Boozer, weißt du, er hat die nächsten beiden Jahre dafür gesorgt, dass ich nicht durchdrehe. Aber mir war alles scheißegal. Einfach alles. Und ich sehe diesen Nero Heli am Himmel rumfliegen und in mir regt sich irgendwas. Und ich denke mir, weißt du was? Scheiß drauf! Scheiß drauf! Denn selbst wenn sie am Leben ist, weißt du, was ich dann mache? Ich finde sie, wir steigen auf mein Bike und wir blicken nie wieder zurück. Weil ich zu keiner Miliz gehören will, in keinem Krieg kämpfen und in keinem Camp leben will. Wieso bist du dann noch hier? Deinetwegen. All das hier. Ich sehe, wie hart du arbeitest. Wie wichtig dir das ist. Die meisten da draußen wollen nur überleben und hier stehst du. Und willst die verdammte Welt retten. Naja, ich bin nicht sehr erfolgreich. Also steh auf. Reiß dich zusammen. Und mach weiter. Wir fahren zurück nach Cloverdale. Da gibt's eine bessere Ausrüstung. Wir sehen uns ihre Forschung genauer an. Was würdest du tun? Du würdest mir helfen. Ja, würde ich. Und zwar, weil du an diese Sache glaubst. Gib nicht auf. Wir fahren nach Norden. Ja, nach Norden. Wir sagen, dass wir Vorräte besorgen wollen. Ja, aber wir kommen nicht zurück. Jetzt werden wir fahnenflüchtig. Du weißt, wenn sie uns kriegen, hängen sie uns. Dann hängen wir gemeinsam. Ma'am? Ja? Deke, der Colonel will Sie sehen. Bin gleich da. Hab deine Sachen, ich bin gleich zurück. Danke. Ja, Ma'am. Das heißt, die machen jetzt ihr eigenes Ding. Corporal St. John, Colonel, Sir. kommen Sie bitte. Jetzt wird wohl noch Weavers Waffe kommen, ne? Das Napalm-Gedöns. Und ja, Sarah soll wohl jetzt auch für sich, oder will für sich rausfinden, wie man das Heilmittel herstellen kann, ohne diese dämliche Deschutes County Miliz. Sind wir Schauen wir bereit? mal. Colonel, Sir. Ja, Sir. Wir sind bereit für den Kampf. Spike ist bereit. Ich weiß nicht, ob ich das verstehe. Lieutenant Weavers Waffe ist fertig. Wir werden sie testen. Scheiße, ja. Wollen Sie eine Horde hochjagen? Oh. Stimmt irgendetwas nicht, Corporal? Nein, Sir. Nein. Okay. Bringen wir es hinter uns. Okay, das höre ich gern, Mann. Meine Herren, dies ist der Beginn einer neuen Ära. Weitermachen. Lieutenant Weaver, kommen Sie. Ja, Sir.
Tja, so schnell kommt Deke dann wohl nicht weg, wie es aussieht. Sieht wohl so aus, als müsste er jetzt erst einmal gegen Horde kämpfen, bevor er mit Sarah türmen kann. Und ich will auch noch die Plündercamp-Mission von Curry, die Sidequest machen, um ehrlich zu sein, bevor wir endgültig aus dem südlichen Gebiet uns verpissen. Die Nero-Kontrollpunkte wären vielleicht auch nicht noch schlecht gewesen zu finden, aber da mache ich mal wenig Hoffnung, dass ich die 3 noch finde irgendwie. Gut, wenn wir dann hier angekommen sind im nächsten Gebiet, beziehungsweise wenn es dann da losgeht, mache ich auch meinen Cut für die Episode und mache auch Schluss für heute generell mit der Aufnahme. Da habe ich wieder mal 4 Episoden gedreht und dann läuft die Geschichte. Aber vorher gibt es noch eine Sequenz. Na gut. Ich glaube, Sie sollten hier bleiben und mich das alleine machen lassen. Was? Sind Sie lebensmüde? Nein, darum will ich das ja alleine machen. Hören Sie, selbst mit Weavers aufgemotzten Molotovs können wir es nicht mit einer ganzen Horde aufnehmen. Nein. Also, ich gehe da runter. Mache etwas Lärm, locke immer ein paar zu mir und renne dann wie der Teufel. Und dann muss ich sie irgendwie aufhalten. Vielleicht mit ein paar Fallen. Und dann jage ich sie zur Hölle. Hören Sie, wenn wir beide da runtergehen, gibt es ein Chaos. Wir würden die ganze Horde anlocken. Nein, Sie bleiben hier. Sie passen auf mich auf. Wenn alles schief geht, kommen Sie und holen mich da raus, okay? Oder haben Sie einen besseren Plan? Ich habe gar nichts. Okay, cool. Gut, ich mag jetzt gerade mal gucken bei Spielladen, auch wenn ihr das nicht sehen könnt. 14:34 Uhr. Ja gut, das hat er dann wohl noch dem Gedöns gespeichert. Aber ich würde sagen, hier ist trotzdem ein guter Ort, um zu speichern, wenn wir das dann können. Ja, also erst sagt man zumindest, er würde gern speichern. Dann speichere ich doch gerade mal neu. Leg eine neue Datei hier an. Guck nochmal, ob ich das hier laden kann direkt. 14:38 Uhr. Ja, perfekt, passt. Alles klar, dann würde ich sagen, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone an genau der Stelle hier. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ich habe noch gesichert, dass wir uns übermorgen auch wirklich sehen, beziehungsweise wenn ich in einer Woche dann wieder zum Zocke komme. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder an der Stelle, wo es gegen die Horde geht mit den neuen Napalm-Molotovs. Geiler Scheiß, oder? Iron Yankee.